War die Damen und Herren, ein bisschen auf einer ungewinnter Platz, auf einer neuer Platz, die wir eigentlich noch wollten aufheuern. Dazu sind wir aber noch nicht gekommen. Dafür was dann den nächsten Akt beim Monument Humor dann haut den 31. August 2022. Wer wird Ihnen alle Guren, bienvenue heute Schöffling, willkommen Herr Erich Chamberpräsident, willkommen Herr Deputiert und Vizepräsident von der Chamber, die Damen und Herren aus dem Schöfflinger Chefner Gemengerot, Vertreter Ramaderbester aus dem Musée National de la Résistance et des Droits Humains, geschätzte Vertreter von der Resistenzorganisationen, von den Gewerkschaften, Leif-Maderbester an Initiatoren vom Schmelzarbeiter Musee, Leif-Delegierte von den Gewerkschaften und vom Ferroforum, werte Damen und Herren von ArcelorMittal und Agora, die Damen und Herren. Ja, heute das der Kommemorationstag und der Generalstreik vom August 1942, 84 Jahre. Geschichte von unserer Gemeinde als eng verbunden mit dem Schicksalsjahre vom Zweiten Weltkrieg. Es handelt sich um eine wirklich steichter Zeit, die, wie wir alle Guren wissen, mit viel Leid für die Familie verbunden waren, aber besonders auch durch Deportation und noch durch Enrôlement forcé geprägt war. Den 31. August ist und bleibt an der Geschichte von unserem Land, von unserer Heimat und eben besonders von unserer Gemeinde ein wichtigen, ja besinnlichen Datum. Den 31. August ist ein wichtiger Tag. Es gibt am ganzen Land eigentlich keine Familie, die vom Nazi-Terror verschont geblieben ist. Dafür merci für Ihre Präsenz am Gedenktag und merci für dabei zu sein, für die Erinnerung heisch und wackrig zu halten. Es ist ein wichtiger Akt. Es ist ein Bekenntnis für Solidarität, es ist aber auch ein Bekenntnis für Merci. Weil die Geschichte von einer Nation, von einem Land, als ohne die Erinnerung und ohne die Gedanken und die sich für Freiheit und Frieden, für Toleranz und Menschenrechte eingesetzt haben und dafür das Leben noch gelost haben, nicht zu begreifen. Ja, wir müssen und wir sollen uns erinnern für die Bedeutung und den Wert vom Nie mehr, vom Nie wieder, vom Never Again, immer nicht neu zu erfassen und noch besser zu verstehen. Das sind nicht einfach Floskeln oder Eidelwörter oder Sätze ohne Bedeutung. Nee, wir müssen uns erinnern, für zu begreifen, für zu weisen, dass Glück und Chance für Frieden und für Freiheit, von Dignität und von Menschenrechten nicht selbstverständlich ist. Diesen Tag von der Kommemoration ist ein wichtiger Stein und eine notwendige Ressource auch für uns demokratisch und offene Gesellschaft. Auch das sind nicht einfach Floskeln oder Eidelwörter und Sätze ohne Bedeutung. Ein Blick durch die Welt weist uns mit aller Deutlichkeit, was los ist, was geschehen kann. Zu viel Krieger und zu viel Terror, die Leid und Tod bringen. Ja, Krieger weiden weg von uns und aber mir noch, wie wir mengen und nicht wollen haben. Den Überfall, die Invasion von der russischen Armee an die Ukraine, ein unmenschlicher Krieg, ein unmenschlicher Krieg, führende Haustier von der Europäischen Union, wo kein weiß, wo das alles wird enden. Verdeutlicht leider am Notdruck, dass wir Leute auf eine brutal aggressiv, ja bestialisch Manier ihre Ziele erreichen wollen, vieles möglich ist. Das war 84 Jahre der Fall und das ist heute 80 Jahre mehr spät, wo wir gemeint haben, der Frieden wäre für ewig und immer in Europa so stabil eine Tatsache. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Ihre Präsenz von heute ist natürlich oder von allem auch ein klares Bekenntnis an den Appell, immer nicht standhaft und konsequent gegen alle Formen von Intoleranz, Diskrimination, Repression und Gewalt vorzugehen. En plus, als den Appell, immer nicht alles drin zu setzen, dass der gruselige Kalvär vom Krieg nicht vergisst wird. Und dass die erinnert wird, die Schicksalszeit vom Krieg erlebt haben. Das ist dafür, wenn wir uns heute zusammenfinden, ein Engagement für den Sinn von der Freiheit, für den Sinn von der Gerechtigkeit und von den Menschenrechten zu honorieren. Demnach, die Damen und Herren, wird Ehrenrecht, was immer auch euch bewegt oder motiviert hat, dieser Feier, dieser Kommemoration beizuwohnen, wir sagen Merci mit Respekt und Anerkennung für Ihre Präsenz. Die Damen und Herren, die Lützeburger und Domat, schon nicht schon gesagt, auch viele Schöfflinger, haben die gruselige Kalvär erlebt. Erlaubt mir als Schluss einen kurzen Blick zurück. Ende August 1942 hat der Gauleiter Simon die sogenannte Wehrpflicht zu Lützeburg proklamiert. Mit einem Streik auf der Schöfflinger Schmelz
hun se Sterbeter gewirrt. Dese Streik vom 31. August 1942 aus dem no e wichtige Punkt erbleibt e wichtige Punkt an der Geschichte von eisem Land. Der Streik net nimmen he zu Schöffling mir auch auf andere Plätzen im Land, wo den Nazien en totalen Dör am den zivilen Ausnahmezustand gouf deklariert, die Streikaktion gouf am Keimer steckt, he zu Schöffling 21 Männer sind kaltblütig Skigericht gin, viel andere, die Streik deelgeholt hun sind vom Standgericht aufgeurteilt gin, an Erpressungen oder KZ verschläft gin. Dat alles an nach viel anderen Momente oft schrecklicher verbanden mir alle gut mit der deutscher Okkupation. Haut gedenke mal dem nur zu Recht, zu Summe mit den Delegierten von den Kriegsopferorganisationen und Resistenzorganisationen den Opfer vom Streik von 1942 und mir so merci für ihre Courage und versprechen des Erinnerung an sie wirklich zu halten. Den 31. August als ohne Zweifel in Datum mit Symbolik, in der von großer Trauer, von bitterer Erinnerung, allerdings auch von Abbruch und von Hoffnung. In der die nicht an der Vergiss dir fallen. Dafür sind wir als Gemeng bemüht, diesen Tag hoch zu halten. Und das sind Jahren. Und der Patrimon von unserer Geschichte immer nicht erneut zu stärken, erneut zu beleben. Und wir machen das auf viele Art und Weise. Und unter anderem durch die Zusammenarbeit mit dem Musée National de la Résistance et des Droits de l'Homme, mit der Publikation von einer ganzen Reihe von Dokumenten über Aspekte, die direkt und indirekt mit der Schöfflinger Gemeinde zu tun haben vom Zweiten Weltkrieg. Wir machen das mit den Kollegen vom Schmelzarbeitermuseum, wir machen das mit den Freunden vom Ferroforum, wir machen das mit unseren Resistenzorganisationen der LPPD und der Orlée de Force und vielen anderen, die dazu bereit sind. So eine Schmerz für die Nullherstellung. Wir haben uns heute versammelt für den Opfer vom Generalstreik vom 31. August 2042 zu gedenken, also genau 80 Jahre. Wir sind hier auf der Platz, da wo den Adam die Sirenen gezündet hat, auf 50, 60 Meter. Ich weiß nicht, ob noch Leute dabei sind, die an den 60 Jahren schon hier auf der Streikgedenkfeier gekommen sind. Demals hat aber den Direktor von der Schöfflinger Schmelz das Monument im Lallinger Portal bauen gelassen, wenn es der Sicherheit von den Leuten oder von den Visiteuren. Ein großes Merci an Agora und ArcelorMittal, die das Ödi unterstützt haben, bei dieser Streikgedenkfeier hier auf der originalen Platz ein Rede zu halten. Leider haben die Bilder, die wir haben von der originalen Steuerbühne, hatten nicht die genug größte Ablesung. Und da haben wir noch einen Ersatzgesicht. Dort Malo sein Buch über die Mine daraus tun und Malo viele Stunden hier im Sit verboten für zu malen, war die logische Folgerung, Malo zu freuen. Und ich ging später einen kleinen Applaus für die schöne Kaliko zu machen. Was den 3. August von den Nazis proklamiert Ginas huet op Lützeburg fast zum Iwerlaufbot. Göster für 8 Joer ass dat geschitt für dem Lützeburger Angst hatten. Ganz kurz sollte ich eine Historik machen an der Fängenstummer nun, also Donnerstag, den 10. Mai 1940, als die deutsche Wehrmacht am Auftrag von den Nazien über Sauer und Mosel an das Land angefallen, für nicht auf der deutschen Grenze die stark militarisiert Majolin nicht zu kämpfen. Wehrmacht als über das Land an Belgien und Holland angefallen, für davon zu profitieren, dass die Grenzen mit Frankreich nicht so befestigt werden. Und die Lützeburger Autoritäten hatten der Wehrmacht nicht viel entgegenzusetzen und haben ziemlich schnell müssten abgehen. Und die großsächliche Familie und als Regierung wird sich schnell auf Flucht gemäht, da sie aus den Fehlern vom Ersten Weltkrieg gelehrt hat. Hier zu Esch, aber besonders an der Lützeburger Straße, war ein Kampf ziemlich intensiv. Wir haben den Plan hier von der Metzer Schmelz mit 144 Granataschüssen, was weiß, wie bekämpft die heute Platz war. Er wird auch nicht der Vergiss gehen, die Responsable von der Arbeit, und den da schnell
an der Lebensgefahr eng Lohnauszahlung organisiert an derbeter Familien owes evakuiert gesinn. Resistenzgruppen sie gegrünnt gin, a mat klengen a großen Aktionen hunn sie nazi gewiesen, mir wëlle bleiwen, wat mir sinn. Sondes den 3. August 2040 an Ausstellungshallen um Lampersbierg und Nazi-Okkupanten an der Person vum Gauleiter Gustav Simon, der Junker Lützebauer Nation, die 1939 hier 100 Jahre Unabhängigkeit gefeiert huet, genau die Selbstbestimmung definitiv geholl an Lützeburg an Deutschland integriert. Heim ins Reich huet dat geheescht an ihrer Spruch. Mit all den negative Konsequenzen, die dat für Lützeburg Matzespurt huet. Die Jugend von 1920 bis 1924 soll dann Wehrmacht agezugin. Das Proklamation huet eng Reaktion Matzespurt, die Nazien sich net vorstellen konnte, von engem Land wie Lützeburg. A für mich Geburt von enger Nation, Geburt von den Lützebauer. Ich will mich erklären, aus der Sicht von der Schmelzselbster. Lützeburg war ein kleiner Bauernstaat, den sich 1860 man Antritt an die Deutsche Zollunion zu einem modernen Land konnte entwickeln. Mit der Eisenbahn an die Stahlindustrie, die 1871 aus der Mitte vom Land hier an den Süden an den Minetbrot genoss, eine Wirtschaftsaufsprung gut, den für den Lützeburg bewundert genoss. Auch schon kurz vom Auffeiern von dem ersten modernen Heerjoven am Oktober 1871 um Sit Schöffling sind Betreiber von den Minen Schöffling, also von den Betreibern von den Minen und von den Schmelzen, der Bestand Ausland sicher gegangen. Aber genau do, als das, was ich gesagt habe. Die Ausländer, die zurück an ihr Land wollten, an der Pension, haben noch einmal gemerkt, dass hier Kanner für die Nazis hier Leben riskieren sollten. Aber wenn ihr guckt, geschieht genau das am Moment an der Ukraine. Am Numm an einem Auftrag von der Alvirage hat Nugen direkt um 14 Uhr, den 31. August, an der Walzendreherei mit dem Streik angefangen. Nach Mengen irgendwohin war das ein Welle-Streik. Aber der war schon mehr lange geplant, weil sie wussten, dass das kommen ging. Um 18:02 Uhr hat Hans Adam, den sich bereit erklärt hat, zu reden gezogen. An den Streik, ob der Schmelz angeleitet oder besser gesagt, am Süden von unserem Land. Ich will auch einmal so, die Resistenz hier am Lützeburgischen wird nicht nur von den Kommunisten organisiert, wie das heute oft geschrieben wird. All die Bauern am Minenarbeiter, die die Jungen verstoppt haben, die nicht zurück auf die Front wollten. All die Leute, die auf Lebensmittel verzichten, wie das die Jungen auch CSU tun. All die Leute, die auf der Metzerschmelz an den Büroen Material unterschlagen hat, das alverasche Flugzeuge trecken. All die Leute, die gemacht haben, dass Lützeburg, die Lützeburger Jahrhunderter, durch ganz Metzerschmelz verdeelt genoss, durch nicht Nachfälle vom Heerjoven an einem richtigen Moment Dürfeklapp abgemäht tun, auch das darf ich nicht vergessen. Oder das Abhängen vom Lützeburger Fandel für Nationalfeiertag auf der Runderbrick. Ich könnte die Liste unendlich verlängern. Denkt dran, es waren nicht nur die Kommunisten, die hier am Land die Resistenz organisiert haben. Ohne die Opfer, die die Leute am Kriegsjahren abgebracht hätten, und dazu nicht mit voller Überzeugung, erst 22 ging es an seiner heutiger Form oder freier Form nicht gehen, weil wir diesen Straßenstreik mit 21 Todesopfern nicht gehabt hätten. Oder besser gesagt, ich zähle Matthias Köhne auch dabei, den zwar nicht zum Tod verurteilt ist, den aber in Prison seiner Krankheit allein ist. Es ging nicht mehr die Kunst gehen, die Nazis gingen erleben. Es ging nicht mehr die Kunst gehen von ausgewählten Künstlern, die dem Naziregime nur gingen stehen. Es ging nicht mehr die Kunst gehen von Arier, uns Künstler, die eine andere Kultur, eine andere Religion, eine andere Hautfarbe, was weiß ich nicht, an den Nazis hier Überzeugung gingen gehören, die gingen so nicht mehr gehen oder mehr schlimm, die gingen heute am Naziregime nicht mehr leben. Kein enttartende Kunst für das Demos geheischt. Aber genau do ein kleinen Ausstoß.
Ich will mit viele Künstler geschmerzt an nicht viel und der Tote bedurcht, außer die Künstler, die politisch Asyl haben oder deren ihre Familien an einem Regime leiden. Auch an das hoffentlich mit Herzen all die Künstler, die ob das Jahr, ob 8 Jahre abgesprungen sind, an einem Manifest für als Streikgedenkfeier organisieren, bleibt, wann ich gelieft, nur 22 dabei. Ich sage euch mal merci. Nicht op alle mat erinnern hecht net vergessen. Mir hun also Kameradinnen a Kameraden versprach, dass sie nie vergisski sollen. Zwangsrekrutéiert hun der 8 Jahrzehnten se Stoffe agesat, het Undenken an der Riech zu halen. Froh, wie geht het vier hun? Wie as het mam 100. Jahrestag? Hun net auch die offiziell jetzig erkommend Instanze von der Nation pflicht und dat alles zu erinnern, wat net lang als Unabhängigkeit garantiert huet, mir auch als Demokratie an als Wohlstand erschaffen huet. Gedetten Haut net soviel dags vergiss. Net lang Monumenter, mir auch uns Dokumentationserbechten, Expositionen an uns Fändlen sollen nur Kriegsgenerationen ob die Evenementer von 1940 bis 1945 aufmerksam machen. Und nur denklich machen, dass die Freiheit und Demokratie nicht geschenkt, mehr erkämpft gaufen. Ein von unseren letzten Zeitzeiten, den als leider für ein paar Jahre verlost wird, hat ein allen Anwohner von Schöffling, als Freunde aus Steichen, dem seine Geschichte als ein von vielen, die mir persönlich hängen geblieben ist. Der Joss hat zu der Zeit seine Lehre an der Schlösser, als Schlösser zu Dummelding gemacht, hat aus den 31. Fjorundischer Spidol gegangen und hat versucht, von der Freischicht zu evaluieren, sich im Streik zu beteiligen. Die volksdeutsche Bewegung, die hier sitzt, just vis-à-vis hatten, aus der jungen Beruf abgefallen. Und so kommt dann auch, dass der Jost den 1. September 1942 hier auf der Arbeit sollte gehen, schon von der Gestapo Leute aus der Hitlerjugend erwartet gouf. Hier hast du von der Villa an Villa Pauli gefordert gehen, wo hier stundenlang verheiert gouf. Nachdem als hier an der Prison am Grund brucht gehen, wo hier 2D an einer Betonszelle von 1,2 auf 2,2 Meter hat müssen verbringen, für Dono auf der Korridor an Zell 31 verloren zu gehen. Hier wird zum Tod verurteilt gehen, aber weil hier nicht großjährig war, als hier vom Standgericht zu einer Strophe am Jugenderziehungslager zum Arbeit am Dienst der Wehrmacht definitiv verurteilt gehen. Das ist eine von vielen Geschichten, die als Männer und Frauen müssten erdrohen. Wenn der Bier scheizt, sollte mir als und all die Leute erinnern, die Courage hatten, für das Land erbig niederzulegen. Wir wollen eure Gedanken daran denken, wir wollen bleiben, was wir sind. Auch 80 Jahre nachdem das Land am Frieden lebt, lohnt es sich dafür zu sorgen, dass Brücke geschlagen, verstehst du mich, und auch tolerant sich verbreiten. Mit gutem Gewissen sollen wir können suchen, schluft auch Ruhe, heimisch denken nicht immer so. Merci. Das ist eng Eier fir Dir vun Hai am Numm vun der LPPD Schöffling an noch dem vun der emulger LPPD Esch e puerwur ze soen. Die Escher Sektion huet hier ca. 20 Joer sech opgeleest, well net mi genug Leiit do waren fir en egene Komitee ze grënnen, te erhalen. Membre vun Esch sinn an Sektionune vu Schöffling an Beetebusch an Hai am Komitee Zentral iwwerhol ginn. Niewebei ass et ganz flott, dats Molozenter a puer Joer och d'Escher Gemengheit dabei bei dieser Feier war oft nemmmen Schöfflinger Gemeng, dats er eng Affaire vun ze Summegehörigkeet, op dat vu Jean Vogel will ragoen, dat geheier doch dazu. Wir sinn eng Gemeinschaft a mir hunn ze Summe gelieden, an dofir sommer ze summen feieren a gedenken. Der Erbechter Delegatioun an noch der Gemenge Schöffling an Esch en Merci, für dass sie diese Erinnerungsfähigkeit des Keier die 76 Keier organisieren. No enger flotter a würdiger Feier zu Schöffling stimmen wir Lohai op der Platz, wo 1942 Grosses für das Land geschieht ist. Hai an Europa
Der Krieg an der Ukraine, der beweist all der, sie mehr lorem an enger Zeit, wo en Freiheit nimmen, mat viel Ersatz, mat enger stärker Resistenz kann verdedigen. Am Zweiten Weltkrieg schu viele Lützeburger mat ihrer Resistenz als Freiheit verdedigt, an sich enger diktatorischer Macht entgegengesagt. Ich will aber auch haut davon profitieren, für darüber hinzuweisen, dass leider haut zu Lützeburg probiert wird, den Wert von der Resistenz klein zu reden anzuschreiben. Die Großzahl von den Leuten, die sich am Krieg gewehrt haben, an damals ganz oft ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben, gehen als eine kleine Minorität durchgestaltet, sogar an der Zeit vom Ukraine-Krieg wird diese Durchstellung noch immer weiter getrieben. Es gibt heute Leute, und da sind da leider auch ein paar Historiker dabei, die wollen beweisen, dass an der Resistenz am Krieg 40 wenig Leute engagiert gewesen wären, aber für großen Teile von der Population nicht gedroht waren. 2013 hat die Regierung op der Uni Lützeburg ein Institut d'Histoire du Temps Présent gegründet, da das haut ein Zentrum für zeithistorische Forschung. Haut aus den Herr Fickers, ein belgischen Historiker, Dekan op der Uni Lützeburg als Chef von dem neuen Zentrum. An einem bekannten Online-Service an den sozialen Medien schreibt den Herr Fickers Datei op dem Site zeitgeschichteonline.de. Wissenschaft heißt Unsicherheit erzeugen und Bekanntes zu reproduzieren. Ich zitiere den Herr Fickesheim mit seinem deutschen Originaltext, den Tageblatt Anfang dieses Jahres publiziert und noch kritisch behandelt wird. An den Herr Zickers soll Dateien, um alles weiter zu verstehen, muss man auf die Gründungsgeschichte des Zentrums schauen, sonst versteht man die dahinterliegende Logik nicht. Nach 2013 wollte die neue Regierung mit den Koalitionspartnern Grünen, Sozialdemokraten und Liberalen dieses Zentrum als Vorbild waren verschiedene Zentren in den Nachbarländern, unter anderem das IHTP in Paris. Herr Fickers fragt, warum wollte man das? Dann, das erstaunt mich, Ziel war es, den langen gepflegten Opfermythos Luxemburgs im Zweiten Weltkrieg zu brechen. Man wollte damit beginnen, seriöse zeithistorische Forschung gerade zum Thema Luxemburg im Zweiten Weltkrieg zu starten, um mit der liebgewonnenen Legenden von Luxemburger und Luxemburgerinnen als mehrheitlich widerstandsfähig endlich zu brechen. Dieses Opfernarrativ wurde seit den 1950er Jahren ganz gezielt gefördert. Ich kann das nicht bei den älteren Resistenzler sitzen lassen. Diese ganzen Artikel ohne Stunde rund 10 Deputierter an Historiker geschickt. Ein paar haben sich direkt an Herrn Fickers adressiert, als sich beschwert. Von viele geschätzten Historiker, die in Lo a Pension ist, wird mir Dateien geantwortet. Ich bin nicht ganz unschuldig in diesem Artikel, weil ich meine, die Lützeburger sollten wissen, was auf der Uni Lützeburg mit ihren Steuersuchen so alles finanziert wird. Den Herr Fickers und ich wieso nicht als so arrogant und zum Teil dumm kannt, hin hat just lo mit dem Artikel selber dafür gesorgt, dass das so für mich ähnlich ist. Ob was für ein Quellen, den Herr Fickers sich, schreibt ein Historiker weiter, will zurückgreifen, für die Geschichte digital zu schreiben, und ich noch nicht verstanden. Ich werde nur drauf, was ihn dann nur nach alles publiziert. Was den Herr Fickers über als Geschichtsschreibung für uns 2013 sieht, weiß just, dass er nicht gelesen wird und dass er haut eine allgemeine Kritik noplappert, die von gewissen jungen Historiker viel gedroht wird. Leider können wir mit Robert Krebs, der schon 1974 oder 1975 Forschung über den Krieg umgekehrt hat, nicht mehr seine Meinung freuen.
Einer Jean kritisch Historiker goufen noch schon 2013 vun etliche Leispace ugegraf, sie gefen am Dienst vun Deutschland stohlen, weil se verschiedene Kritike geäußert hun. An den dat demolisch Schreiben von Deutschland stung. Op alle Fall huet den demologischen zuständige Minister Krebs, Robert Krebs, zu kloren Antworten gefordert. Hin huet Domels Geschichtsschreibung von Demols klar verdedigt. Ich will nun, dass da der Beweis ist, dass Geschichtsschreibung von 2013 nicht so ganz falsch war. An einer Sendung, das ist ziemlich schlimm, an einer Sendung um Klartext auf RTL hat ein Historiker Vincent Artuso komisch Stellungnahme geholt. Es sollte aber nach Schlimmeres nachkommen. Für einen Monat um Radio 100,7 hat hier kritisch und sogar beleidigend Bemerkungen an Aussagen gemacht. Hier hat Fond für eine magische Wirkung zugeschrieben gehen, dass die Resistenz, dass sie aber kein Bollwerker gegen den Faschismus sind waren. Dazu gehören also auch die vielen Berichte aus den Rappellen, die Resistenz jahrelang während all Jahr 4 Jahre Ausgabe publiziert hat. Hier sind wortwörtlich Aussagen über die Resistenz auf der Antenne von 100,7. Aber die Schrift lauscht mir ganz genau noch, weil ich fand das schrecklich. Resistenzler passen auch nicht zu dem Bild, das wir Haut von ihnen machen. Viele von ihnen waren Nationalsozialisten, sogar Antisemitisten. Zum Beispiel hat die Lützeburger Volksunion eine unerkannte Resistenzorganisation an ihrem Programm für den Krieg nach antijüdischen Punkten gehabt. Andere waren Kommunisten und dem Stalin gefolgt, der nicht gerade Menschenrechtler war. Für es kurz zu sagen, viele Resistenzler giffen Haut wie Populisten ugesehen. Dann vom Zitat, ich will nicht sie urteilen darüber, wie der da fällt. Ich will nun, dass wir zusammen das alles als Mythos, wie das dargestellt wird, als Legende zu klassieren, nicht wollen. Haut profitieren wir an all Politiker nach von der heroischen Haltung von vielen Lützburger am Krieg, und so sind wir auch dafür an Europa und an der Welt unerkannt. Seit 2016 besteht das Komitee pour la Mémoire de la Deuxième Guerre mondiale. Dieses Komitee besteht aus 6 Vertretern von der jüdischen Gemeinschaft, Norolé de Force und der Resistenzler. Er behält alle Gruppen seine Spezifität, und das ermöglicht das gemeinsame Undenken und den Krieg aufrechtzuerhalten. Und ich muss auch sagen, wir statt Lobbyseloer leben, sind Member von dem Komitee, ist das auch so. Schon am Krieg wird die Resistenz fertiggebracht, dass die Leute zusammen an das aus den verschiedenen politischen Lagern vom Land und auch soziale Schichten als Freiheit und als Nation verteidigt wird. Und das mit Anerkennung von bald der ganzen Welt. An Europa profitieren wir heute nach davon, weil wir als am Krieg mit viel Courage gewährt tun. Der PPD hat dafür auch den Bericht von Herrn Artuso auf Auftrag von der Regierung über die Geschichte geschrieben hat, nicht richtig fand, sogar falsch fand. Leider ist dieser Bericht aber von der Regierung offiziell als richtig gut geheischt ging. Also, wir sind Populisten gewesen am Krieg, das tut mir leid. Der PPD an Zwangssekretär, der schaffen wir heute Schöffling, sind die Jahre gut zusammen, und da weil jeder Verein dem anderen sing Verdienste unerkannt. Dass wir vieles gemeinsam haben, will ich in diesem Beispiel zusammen mit dir durchgucken. Aufgrund von genauen Plänen, die Jungen, die zu Peenemünde gemacht haben, wäre es möglich, dass die Engländer Baustellen von den deutschen Raketen V1 und 2 konnten bombardieren. Das Jungen von Peenemünde war es sogar verboten, heim zu sein, wo sie stationiert waren. Aber mit Hilfe von der Resistenz ist es ihnen gelungen, das Plan auf London zu bringen.
Et war eure Schöfflinger, der Marcel Mantermacht zu Peenemünden. Hier war mat senger Frau och Langzeit Member bis zu segem Tod vun der LPPD. Am mir hunn auch dofir als 2 Organisationen gut ze Summe geschafft, Pläng fir als Monument Mor um mir ze summen, mat der Gemeng zu Schöfflingen geplant, a me sinn doropper stolz. Dat mir haut stehen, könne mir viele Lütze bei ihr verdanken, die sich am Krieg für das Land angesagt tun. Op diesem Tag will ich erheben, de Josie Feltens, den halb am Süden nicht so bekannt ist, ein junger Mensch, der 1941 an der Schulmeister-Ausbildung war, an die sich an der Resistenzorganisation LPL engagiert hat. Hier war von den Hauptpilieren von dieser Organisation. Ohne seinen persönlichen Ansatz hat dieser Streik, den wir heute gedenken, nicht diesen großen Erfolg gehabt. Es war ihn, den Ziel für den Abruf von dem Generalstreik zu Brüssel auf einer Massage abgestellt wird. Den Text ist vom Alfons Rodisch, dem Gründer von der LPL Kiew, noch geguckt ging, den also Alfons Rodisch war an diesem August 1942 zu Brüssel. Von der Druckerei Locke, wo sie mit einem Tag Verspätung den Vierdruck kriegt, an noch geguckt. Über das wurde schon nicht den Zettel ausdehlen gelöst, den bei dem Streik ausgedehlt, Führungsstreik ausgedehlt ging, als das Generalstreik mit Marsch geschrieben steht, nicht Generalstreik da. Flammenner an der Druckerei haben das falsch verstanden, an nicht Marsch geschrieben, an das Wort Generalstreik weggelost, mit Sitzungen, die nur alle gut verstanden, was es soll heißen. Es war zu spät für die tausenden Zettel neu zu drucken, dafür fehlt auf dem Originalzettel, wo ich eine Kopie ausgedeelt habe, eine Kopie vom Abruf für den Streik, und die LPPD ist heute Abend dabei gelöst, und wir sind froh, dass die Gemeinde Schöffling als Kopien von dem Schreibers gemäht wird. Die LPL hat schon Wochen vor Kontakt mit dieser Regierung zu London no gefrot fir dës Ziedlen mat Fliegeren iwwer deisem Lande aufzuwerfen. Vu London kom keng Rückmeldung, dofir huet de Josie Fallens se schmissen e Läng op de Wee no Brüssel machen. E Läng mat 2 Kofferen voller tausenden Ziedlen ass hem am Zug zeréck op Lützebusch kom. Viel Angst hat hin, weil zuleg eng Stunde lang op en Verbindung no Lützebusch gewährt gin ass. No unter welcher Grenz zu Limmerli aus sollte Josie Fallens dann zu Summe mat 2 Personen Zierden op Lützebusch springen. Wéit senger Verspätung huet dat net geklappt, ma mir 2 aner Kollegen huet hin sich zu Fuß op de Wee no Huldang gemat. Hin huet vu senge Kollegen e Koffer mat den Zierdelen an Staat an noch e Koffer voll an de Minet brucht. An enger vun eise Sitzungen vum Komitee am Komitee pour la Mémoire de la Deuxième Guerre mondiale, wo ich neben dem Sus huet hin mat als Zeitzoen selber erzählt, wie dat war. Nur ganz viele Joren huet hin du nach, wann man dat gezählt huet, ganze Körper gezittert, van hin iwwer se Todesängsten an diesen Situationen geschwart huet. Als von den letzten Zeitzeien will ich kurz über meine Erlebnisse aus dem Krieg erzählen. Nach meinem Wissen war ich die jüngste Schöfflinger, den an Deportationslehrer auf Oberstein Brot genoss. Die jungen Kolleginnen und Kollegen, oft Schulkollegen von mir, sind zu Oberstein auf Feld gekommen. Ich weiß noch vieles, aber nicht mehr alles aus dem Weltkrieg. Ich kann mich nicht mehr erinnern, weil ich zu jung war. Vieles weiß ich von meinen Eltern, Großeltern, Resistenzler, mit denen wir besonders durch sein Engagement an der LPPD verbunden waren. Jahrelang sind ich bei über 130 Membern zu Schöffling, 130 Membern, die kleine Zahl, die den Herr Trusel sieht, zu Schöffling, Member waren von der LPPD, von Haus zu Haus mit den Zierden gegangen. Und es war immer für mich ein Fried, mit all den Leuten aus den verschiedensten Gruppen von der Gesellschaft können Kontakt abzuholen. Mit meinen Eltern und mit meinen Großeltern waren ich ein Opfer von dem Krieg. Den 3. Dezember sind wir 1941
1943 die mat engem Konvoi ëmgesiedelter vun Hollerich op Obersteen geschleft ginn. Dobei 8 Familien aus Schöffling mat 26 Personen, 4 Reflektären, die op der Lücht stehen, die hun se net front konnte net mat ëmgesiedelt gin. Die Schöfflinger, die direkt vor Lützeburg op Oberstein kommen, sie sind den 3. Dezember 1943 zu Hollerich fortgefu. Zu Oberstein waren wir die echt 510 Konvoi, den aus Lützeburg direkt kommmers, den do ukommers. 510 Lützeburger waren aber schon do, die sind aus dem Lager vu Leubus dat opgelesen ginnners an op Oberstein iwwerfeiert gin. Den echte Konvoi an Oberstein direkt vor Lützeburg aus ass den 18. August 1943 fortgefu, der lächten den 11. Konvoi den 9. August 1944. Am Ganze waren wir über 2000 Lützeburger zu Oberstein. Oberstein leiit am Riesengebirgen, haut ass dat op der Schneekoppe e Skigebiet. Die Deitsch Awohner vun Oberstein sind nun Krisch, den ass et gange wie eisfir drun, vun do verdriwe ginn an DDR ëmgesiedelt ginn. Russen und die Polen, denen méi an den östliche Gebieter war, die sind op die Gebieter an Riesengebirge River ëmgesiedelt ginn an die Humissen do an der DDR wunnen an dofir ass da noch Riesengebirge haut nach van der nëmmen op der polnischer Kärt an noch mat lauter polschen Ing. Vom Ufang 45 Jun sie verschiedene Familien zu Oberstein Lehrer freigin. Den Nazi konnte net mir all Leiit am Lehrer ënnerbringen. Dofir sind der Familie Lehrer freigin an hun se schmissen eng erbecht a Wuning no beim Lehrer sichchen. Et war de Lützeburger streng verboten heimzukommen. Mei Pat huet am Krisch an enger Fabrik geschafft, wo Deler fir Junkersfliegeren gemacht gesinn, an Fliegeren an der Woch die Fliegeren reparéiert goufen. Mg Mam huet am Schloss, wo d Nazie gewohnt hun, weil die ëmgesiedelt waren alle go an de Stell ënnerbruet, die zu dem Schloss geheiert hun. Op 2-steckige Brütchen wo mir als Nöte verbruet. An denen Wochen, wo Trusse mi no op Oberstein virgeregt sinn, ass méi Pap mat andere Frauen an Männer, allkeier 10 bis 15 Personen, 2 verschiedene Käiere fir 2 bis 3 Wochen iwwer 100 Kilometer wäch an den Ostfront geschickt gin, ha sie misse Chancen schon als Kant dat die verstellen, dat heescht Grief vun de Wehrmachtsoldaten auszugowen. Dono huet sech mat mingen Eltern an enger Koppel vu Roddersch, sie mir Verlehrer freigin, min Großeltern awer net. Mat den ostdeitsche Flüchtlingen sind mir Ufang April Richtung Lützeburg geflücht. Op Kärsamstech 1945 siedech ma mingen Eltern an enger Familie vu Roddersch op der Schweizer Grenz zu Feldgersch am Vorarlberg Österreich ukom. Mir wären no eiser Flucht aus Oberstein durch Polen, Tschechoslowakei an Österreich gangen, fir der weiters durch Schweiz a Frankreich heimzukommen. Die Schweiz huet als mat dem Lützeburger Pass an mat genug Sue fir d Weiterrees net durchgelos. Zu Feldkirch schon mir 2 Deeg an enger Turnhall verbrucht, dofir denken ich haut viel und die Ukrainer. An Ostermendech si mir mat erklengen an enger klenger Noperschaft zwangsweis bei enger lewer eestreicher Familie, dat haut nach gut Fren vun Eissinn ënnerkom. Min Kanner sollen dofir fir die Frau haut 93 Joer, die mech während dem Krieg während bald 5 Wochen do versucht huet, dat wir hier dritt Bome. Nach 44 D hat sich Fred des Frau zu Satzins zu begräßen. No bald 3 Wochen sind mir 1940 iwwer Lautsprecher opgefordert gin, alle Nicht-Volksdeutschen müssen das Reich innerhalb von 24 Stunden verlassen. Du in Schweizer no gin. Mat zo gesperrtem Bus huet d Schweiz eis endlich erlaubt, durchzuführen bis op Evian, wo d Franzischtraut Kreiz eis no eis geguckt huet. Vu 9 Jahren sind wir am Rote Kreuz den 1. Mai auf Paris kommen, zu Lützeburg sind wir schlussendlich den 3. Mai umgekommen. Demals hat die Schweiz mehr wie 14 Tage gebraucht, für zum Schluss vom Krieg Lützeburger zu helfen.
das Jahr beim Ukraine-Krieg waren sie ein bisschen mehr sicher, nur um 5 ganzer D, wo sie sich zu Europa geschlossen, auf der Ukraine beizusohlen. Nach vielleicht ein klein lecht Information. Leider am Vorarlberg, der Israel ist ja Bundesland mit vielen Ländern, waren gezwungen gehen zu melden, wie viele Zimmer frei wären für ostdeutsche Flüchtlinge, zu denen wir da gehört haben, für die abzuholen. Russe Stunge fuhren für Anhören vom Lehrer an aus Angst, noch mich schlimmere Russen für allem für uns fahren, haben mein Pap darauf gehalten, dass wir verflüchten. Mein Großeltern und nicht dürfen, als sie noch nicht mitkommen, weil sie in dem Moment zu schwer waren. Das Lehrer als bisschen wie spät, den 8. Mai von den Russen befreit ging, den Tag hat der Lützeburger Fendel auf den Mast gehangen, auf der Platz, wo allmores Appell war. Den 21. Mai und dem sie das Lehrer Boberstein verlos, für noch etlichen D noch einer komplizierten Reise heim zu können. Als einziges Land an Österreich war Vorarlberger Land, das man im größten Teil nazifreundlich war, dafür eine kleine Erklärung. Wie wir bei den Leuten angewiesen sind und die als ostdeutsche Flüchtlinge gesehen und auch so behandelt. Wie mein Pap dem Patron vom Haus als Situation erklärt hat, waren wir da willkommen und gerne abgeholt. Der Patron hat nicht mehr Freizimmer bei der Stapo gemeldet, dafür sollten als befreundete Familie, die mal als NRW waren, anderwärts in Abrüch gehen. Das lief leid und sich du gleich dazu bereit erklärt, auch das Familie bei sich abzuholen. Das aber in einer enger Bedingung, mein Papa musste bei den Ortsgruppenleiter gehen, einem Nazi, für zu sagen, dass mir so nach ein 2 Zimmer frei war, aber bei der Rückmeldung von Freunden hat den Ortsgruppenleiter meinem Papa gesagt, ihr könnt nicht verstehen, dass es so ein Nazi-Gegner gibt, freiwillig weiter Flüchtlinge ablösen. Und zum Schluss will ich dann auch aufschließen, heute mussten wir als frohen, ob mehr an noch als no kommen, auch all das Entscheidungen nach so giffen Höhlen, die als Eltern gemacht tun. Es schulden nun, dass ihr Haut verstehen könnt, dass alles, das als Mythos soll durchgestanden gehen, für die Leute, die gelitten nun eine Kränkung ist. Mit Fassade zum Schluss, es soll ihn immer und das gut am Milch kleben, so nicht Schmerzen. Wir sind heute auf diesem Sitz von der Schöpfling zusammengekommen, für ganz besonderen Tag zu gedenken, auf und allem auch und ganz besonders Leute zurückzudenken, die genau für 80 Jahre hier auf dieser Schmelz, Albert Schöpfling, sich gewehrt haben gegen den Okkupant, den als Land ein Großteil von Europa terrorisiert und unterjocht hat. Es sind nur 80 Jahre her, dass sich das kleine Lützeburg mit einem Generalstreik
Gegenproklamation vom Gauleiter Simon zur obligatorischer Wehrpflicht, der zwangsrekrutiert vom 30. August 1942 gewählt wurde. Der landesweite Streik aus dem 31. August 1942 an der Lederfabrik Ideal zu Wolz, Moes 6 Uhr umgegangen, an nur am nomatisch Ortschmelz von Herr Schöffling erreicht, wo sich das Streikkomitee den Eugen Bieren gebildet hat. Der 1. September 1942 gouf Belval an op der Schmelz Terrouge gestreikt, an Dono auch op der Deferdinger Schmelz. Schmelzerbechte hun sich, so wie auch viel andere am Land, gegen Nazi-Deutschland gewählt. 875 Beteiligte sind am Kader vom Generalstreik verurteilt gin, sind umgebracht gin, sind umgesiedelt gin, a viel von ihnen hun ihr Erbecht verloren. Für uns miniert als besonders zu Schöffling und zu Esch die courageuse Handlung von Hans Adam a großer erbleibender Erinnerung blieben. Weil es war den Hans Adam, den den 31. August auf der Mittelschicht 2 Minuten ab 6 durch die Aktivierung von der Wirkserie in dem Bier den Streik auf Arbeit Schöffling lanciert hat. Den Hans Adam hat seine heldenhafte Aktion am Leben bezahlt. Er ist den 12. September 1942 zu Köln an Prison gekappt ging, als seine Frau und seine Kinder sind nach Schlesien umgesiedelt gingen. Den Eugen Bieren ist auch zum Tod verurteilt ging und den Direktor vom Weg, wie das schon gesagt wurde, der Matthias Köhner, ist an den KZ gekommen und ist den 8. März 1943 in den Folgen von den Torturen gestorben. Der Generalstreik zu Lützburg, den nächsten an dem von Nazi-Deutschland besatte Länder, hat das Land auf Weltkarte gesagt, weil als Alliierten an Großbritannien, an den USA und an der ganzen Welt sind auf Lützeburg aufmerksam ging. Und in dat chronologisch und historisch 95 Seiten stark Manuskript von der Madame Bastian, der Direktionssekretärin von Arvid Schöffling, mit den Illustrationen von Faust Delos, über die Periode von 1940 bis 1945 liest, da kann ich verstehen, an no vielen wie die Leute auf der Schöfflinger Spelz an all den Jahren dafür gelitten haben. Orlo 80 Jahre mich spät, wo mit Krieg an Europa ausgebaut ist, wo mit Stuhlweg, das Krieg an Europa, das auf Stuhlweg zu Mariupol, an der Ukraine, à la une, an der Medienstunde, kommen immer direkt die Bilder an den Kap über die Kriegsperiode 1940-1945 am Wirt von Herrn Schöffling. Am Jahr 2022, der der besonders Jahr ist und eine besondere Bedeutung soll haben, für uns als Escher, an all Menschen, die aus der Großregion aus unserem Land kommen, sollen wir gerade heute zurückgucken auf all das, was die schrecklichen Jahre vom Zweiten Weltkrieg liegt, an Zerstörung auf der ganzen Welt gebracht haben. Der Frieden ist auf vielen Plätzen auf der Welt keine Selbstverständlichkeit. Frieden ist ein alltäglicher Prozess. Wo verstehst du mich? Respekt vis-à-vis von den anderen, ein langer Prozess von Solidarität, von Unerkennung, auch von einem Modernen an all ihren Formen. Nur den Témoignagen, die wir hören und an der Halb von 500, wollte ich einfach noch kurz darauf eingehen, weil die Geschichte an sich aber ein großes Bestandteil ist, nicht nur allein zu der Geschichte vom Land, sondern auch vor allem an der Geschichte von den einzelnen Städten. Wir sind dafür als Majorität auf den Weg gewählt, für die Geschichte anders zu gucken, für auch lokal zu gucken, am Monat dann zusammen am Gemeinderat an einer gemeinsamen majoritären Form gesucht, dass wir einen Archivist, Historiker angestellt haben, den sich um die Geschichte von Esch soll kümmern. Darüber hinaus ist es auch wichtig gewesen, für den Teil von der Industriekultur neu zu belichten. Und an dem Zusammenhang fanden wir immer heraus, dass eigentlich in der Vergangenheit nicht genug dokumentiert wurde. Und dafür bin ich auch froh, dass wir heute den Kollegen haben, den wir angestellt haben, dass den Janik Kiefer, den uns unterstützt an dem historischen Teil, aber vor allem auch an dem Teil von den Archivagen.
Wir werden noch op de Weg gehen, für eine Fotothek zu machen, mit einem Schwerpunkt von der Stahlindustrie respektive von der Industriekultur. Und ich wollte nur das sagen, dass es für uns wichtig ist, den Haut, das was an der Gegenwart wird geschehen und der Zukunft wird dabei kommen, auch so zu dokumentieren, dass es in einer neutraler Form von jedem kann gelesen und auch noch Gesicht gehen. Ich will aufschließen, an dem ich höflich bin, als Repräsentant von der Stadt Esch und als freieren Schmelzwerbeter haut können mit dabei zu sein und das mir ein großes Ehre ist. Merci auch an all die in diesem Streikgedenktag all Jahr mit organisieren. Wir dürfen und werden die Leute nie vergessen, die für uns Freiheit angetreten sind. Wir sagen ihnen merci, dass sie also das Mögliche tun, haut an einem freien Lützeburg zu leben. Merci vielmals. Die Damen, die Herren, für dich will ich mal am Namen von ArcelorMittal ein großes Merci ausdrücken und all die Leute, ich nenne José, man nimmt den Alain Günther, an all die Assoziationen, die Vereine, die sich darum kümmern, dass wir die Kommemoration wie die heute all Jahres können machen. Aber wenn ich 12 von den Leuten gucken, da scheint das auch wirklich aber Success zu sein und das auch eine Pflichtmenge von uns alle Guten für immer im Führen zu führen mit der Erinnerung, die für uns alle Guten aber extrem wichtig ist, aber besonders auch für die nächsten Generationen. Dafür noch ein zusätzliche Merci und dann die Assoziationen und Vereine. Ich nenne keinen Namen, da vergessen ich auch keinen, die wirklich aktiv sind für und dazu erinnern, was an der Resistenz geschieht, dass für auch den Zwangsrekrutierten die nötig eher Respekt zukommen zu lassen. Und den Alain Günther hat ja gesagt, ich sprang an der wie dann für ihn, den hätte soll für ArcelorMittal schwätzen. Dafür muss ich noch ein bisschen improvisieren. Aber werde ich mal überlöschen, dass ich manchmal denen nur eine Message mit dir, den ich wahrscheinlich nicht erwähnt. Weil es gibt nämlich ein bisschen mehr persönliche Message. Und zwar, also doch am Bezug mit dem Krieg, und zwar war mein Papa selber auch zwangsrekrutiert. Und André Bastian, also auch 1942, dann für dich dann den RAD gegangen, du nach Griechenland, und von da aus, oder vielleicht kann ich einen Klammer machen, nach Griechenland wurde mir mal erzählt, dass es hinten aber nicht so schlecht gegangen. Und dann war es aber noch ein russischer Front gekommen, nach Seno hat den Tambofer immer plötzlich beschieden kommen. Aber wenn ich als Message will, mit dir alle Guten denke delen, ich meine, das Wort vom Ukraine-Krieg ist ja schon ein paar Mal gefallen, das ist eine Katastrophe. Den hat sich noch erwartet, dass wir so etwas in Europa erleben. Und wir haben die Tendenz dann zu denken, ja, der Wladimir Putin, das ist ein Aggressor, die bösen Russen, denken wir ja alle Guten, das ist ja ein bisschen, wo ihn dann Tendenz hat, die alle Guten an den Eck zu drücken. Und dafür vielleicht die Message, und so für dich die Message, ihr ist so, was ich dann noch sagen, wir sollen alle Guten immer daran denken, dass sie nie so bestimmte Gruppen alle Guten zusammen klacken an den Eck, und da sind sie alle Guten so. Das sind alles besser, das sind alles Guter. Wir sollen immer gucken, tolerant zu sein, vis-à-vis von Ernstdenkenden, vis-à-vis von Leuten, die vielleicht eine andere Religion oder was auch immer. Und an dem Kontext, als vielleicht das werde ich noch sagen, ganz interessant, eben besonders in Bezug mit den Russen. Mein Papa war ja an der Wehrmacht und da war es nicht besonders schön. Und sind Deutsche Soldaten, also sind deutsche Soldatenkollegen, die hatten eben die preisige Mentalität, deutsche Kampfmaschinen, wir gehen da durch, wir sind die Besten. Und weil die auch dann hier so mitkriegt, dass du wirklich voll da durchgeht. Und mein Papa hat so weit, wie er mit mir geschwärzt hat, und mir nicht so schrecklich viel erzählt über das, was er da erlebt hat. Wir haben nicht probiert, wie die Gelegenheit kam, bei Russen überzulaufen. Und das ist ihm noch gelungen, nachdem dann eine Zeit noch mit einer anderen
die Matteamgänge sind am Niemandsland war, als dann dürfen enger russischer Trupp abgeholt gehen. Und dann hast du da gecheckt gehen, und da kommt die Message, wird mir gesagt, wie ich du bei der Russe war, dann habe ich mich endlich mal gefehlt wie ein Menschen. Ich meine, das hat mich extrem beeindruckt. Also heute sagen wir ja die Russen, aber es war auch damals verschiedene andere Aspekte. Bestimmt Russen waren nicht die feinsten, besonders wie sie vom Osten in den Westen gekommen sind, oder an der Ukraine sind nicht die feinsten. Aber nach einem Jahr lassen wir nicht als motivieren und durch verschiedene Gesamtinformationen, die wir kriegen, so Leute, Bevölkerungsgruppen an den Neck klacken, an die alle Gute für schlecht halten. Ich meine, das ist ein Message, den ich auch denke, wollte man dir teilen. Lass mal tolerant sein, lass mal immer gucken, die Sachen auf den Funk zu gehen, so wie der Tür Rede von meinen Vorgänger gemacht hat, dass wir immer einen großen Horizont behalten und es nicht so an den Neck drücken lassen, wo wir stur mit enger vielgefertigter Meinung, die auch noch vermeintlich von anderen könnt, als dann durchführen. Jeder soll immer gucken, sich Meinung sich selber zu bilden und dann tun wir da auch ein korrektes Propre-Jugement zu machen. Das tut ich wahrscheinlich nicht wert, weil ich meine, weil laut Gelegenheit der Toten denke, so loszugehen. Und nach ein größer Merci und der Organisation entschuldigt, dass das nur ein bisschen schiefgegangen ist, dass ich nur nicht ein größeres ArcelorMittal als Rede habe. Aber nach ein Kram von ArcelorMittal wirklich Merci für die heutige Organisation. Schmelz, die hört man nicht nur durch die Industrie und Wirtschaftsgeschichte von Lützeburg stark beeinflusst, aber die Wirkung hat auch Menschen politisch, sozial und kulturell stark geprägt. Der Streik, den an der Stahlindustrie hat von 1942, 31. August, angefangen. Es war die Antwort von den Stahlarbeitern auf Zwangsrekrutierung von den Nazis. Mit dieser beispiellosen Aktion haben sie ein historisches Zeichen an die Welt geschickt. Und das Besondere in diesem Zeichen ist, dass es von den Arbeitern selber gesagt ist, die sich alliiert haben, die zusammengehalten und ihre Courage gewiesen haben. Die Wucht von diesem Widerstand und Angst für ein Signal an die Welt wird Nazis erschreckt und unvorbereitet getroffen, was zu ihrer brutaler und grausamer Reaktion gefordert hat. Daneben hat der Generalstreik allerdings auch nicht ein unbedeutenden Zeichen auf die Tatsache gesagt, dass der Großherzog auch nun Krieg seine Unabhängigkeit behalten konnte. Dann denken und das, was geschieht ist, aufrecht zu erhalten, scheint für den Hintergrund von der weltweiten Konflikte, aber besonders an der aktuellen Situation in der Ukraine, mehr zentral wie sonst. Dafür sind so Gedenkfeiern, mehr auch Ausstellungen und Diskussionen zum Thema so wichtig, weil sie stark Zeichen für Werte, für Freiheit, Zivilcourage, Frieden und Demokratie setzen. Dadurch hat die Brücke geschlagen zwischen den Generationen, zwischen der Vergangenheit und der Zukunft. Metzeschmelz war und ist nach Haut ein energiegeladenen und identitätsstiftenden Sit, besonders für die Dächer und die Schöpflinge, wie durch die ganz einzigartige Geschichte auch für die Bevölkerung von der Südregion und für den Rest vom Land. Rund 150 Jahre nach der Gründung von der Freierer Metzeschmelz entsteht heute ein neuer Metzeschmelz, ein modernen und lebenswerte Quartier. Den neuen allen übrigens ein Propos aus der Bevölkerung ist dabei, nicht nur eine Reminiszenz und Geschichte vom Sit. Der Numm ist für allem ein Auftrag, etwas genauso Bedeutendes zu schaffen, wie es jemals Metzeschmelz war. Zusammen mit den anderen Schmelzen wird Metzeschmelz ein ökonomischer Schwerpunkt aus dem Zentrum an den Süden vom Land verlöscht und damit für die echt demografischen Abschwung gesorgt. Wie die Metzeschmelz soll auch die neue Metzeschmelz Menschen, die heilwerte Leben schaffen wollen, lehren oder hier Freizeit verbringen, sozial und kulturell prägen. Und unsere Vision soll den Platz, wo Menschen wie Demos zusammenhalten, und Werte wie die Gemeinschaft, Solidarität, Verantwortung, bürgerliches Engagement und Zivilcourage gelebt gehen. Mir soll auch ein Platz von der Erinnerung bleiben. Vor allem für das, was für 80 Jahre geschieht ist,
auch die zukünftigen Generationen nicht Werte vergisst. Imagine all the people living for today. Und an engem anderen hecht et all we are saying is give peace a chance. Dat ze wie daraus Songs vum John Lennon, die wann ich wirklich allein am Büro sinn oder daheim oder am Wohnzimmer ich dann immer ganz gerne sagen. Ja, et das genie dat, wat ma wollen. Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit und Menschenrechte. Eben am Respekt, wie du gerade der Kollege Yves auch gesagt hat, an Open, an der Toleranz, mit denen leben und zusammen schaffen. Brücke bauen zwischen Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, Religionen und Nationen. Den Tag von Haut, nicht nur den Tag von Haut, mir besonders Haut, weiß, dass das geht. Weil zusammen leben an unserem Land. Den Abbau an der Modernität von unserer Gesellschaft, an unserem Land, an unseren Gemengen, unterstreichen das alltag auf den Die Voraussetzung dafür ist aber der Willen von jeder Einzelnen beim Abbau von einer konvivialer, von einer lebenswerten und offener Gesellschaft auch willen mitzuschaffen. Wohl wissend allerdings auch, dass der Leben auf Frieden, auf Freiheit, und das hat Herr Bastian noch gesagt, keine Selbstverständlichkeit ist. Und dafür sind ich, so wie dir auch alle Guren, froh, dass wir heute zusammengekommen sind, auch wenn es den längeren Tag ging oder einen längeren Abend, für denen zu gedenken, die sich 84 Jahre für Frieden und Gerechtigkeit, ja für die Freiheit und auch für die Menschenrechte stark gemacht haben. Im Moment, wo wir denen gedenken und die honorieren, die sich einem unmenschlichen und aggressiven Regime widersetzt tun. Und das gesagt gehen, an der Ukraine lebt etwas Ähnliches auf. Und du kannst auch nicht mehr Respekt und Anerkennung für die Leute machen, die sich widersetzen, den Tat, was ihnen geschieht. Der Krieg, oder besser gesagt, mes Aventur an den Desaster von einem Krieg, haben viele terrible Geschichten zu erzählen. Mit dem viel Leid und Not. Und ich denke, das wird Herr Pirsch gesagt hat, seine persönliche Rencontre mit der sehr seiner Erlebnisse, und auch was den Herr Bastian von seinem Pap gesagt hat, das sind Erlebnisse, die bleiben hängen, und du denkst den immer drunter. Eise Leid und Eis Not hier an unserem Eck von Schöfflinger Nesch war hauptsächlich verbunden mit Zwangsrekrutieren und eben noch Umsiedlung und Deportation. Die Erinnerungs- und Kommemorationstage sind notwendig und sind noch wichtige Evenemente für eine Gesellschaft. Es ist erstens möglich, zurückzublicken, ob das, was war und ob das, was sich alles entwickelt wird, und dass das heute an der einen oder anderen Ried gemäht ging. Es möchte zudem möglich, nachzudenken und zu reflektieren, ob den angeschlagenen Weg, ob den auch immer die richtige ist. Ja, zurückblicken und nachdenken, allerdings auch, und das machen wir gerade, weil wir gezwungen sind, es zu machen, neue Situationen und neue Momente nicht einfach laufen zu lassen oder unberührt nur zu gucken, was geschieht. Nein, wir müssen uns auch neuen Ungerechtigkeiten widersetzen und engagiert für eine bessere Welt antreten. Das alles und viel mehr, das sind die Erinnerungstage, die wir so an unserem Leben, an unserem Jahr haben. Das sind Kommemorationen, die wir haben. Und das Fenster von der Erinnerung, die steht all darauf. Wir gucken nicht all darauf durch. Mit das ein Fenster, die wir auch nie zumachen. Und heute geht sich dem noch zu Recht erinnert an als Gedanken, sie bei all denen, die 84 Jahre an durch anderem Schicksalszeiten vom Krieg erlebt haben und mitgemäht haben. Und wir merken das mit Respekt, Merci und Anerkennung, wie mein Vorredner das schon gesagt haben. Die Erinnerung wegzuschalen ist wichtig. Erstens, sie möchte uns stark. Sie stärkt, und das schon gesagt ging, auch die Sensibilität für Demokratie. Auch Demokratie ist nicht einfach so da. Die muss auch geschaffen und gehalten gehen. Ein kristallisierte Sinn von der menschlichen Dignität raus. Außerdem gehört die Erinnerung, das soll man nie vergessen, und dafür merci an all die, die das machen, gehört zur Identität, ja zum Patrimoine von unserer Gesellschaft. Auch mit diesem Blick sollen wir diesen Streikgedenktag, diesen 80-jährigen Anniversaire appréciieren. Zweitens, und das machen wir auch, wir schenken als Aufmerksamkeit denen, die an den Freiheitsmovementen, die an der Resistenz aktiv waren und die am Krieg gelitten haben. Und das sind keine anonymen das sind keine anonymen Personen, die dazu gehören, wie Hans Adam, Eugene Bieren, Albert Wingert, Wenzel Proffer, Remer Ahrenshoff, Jean Doffing und so weiter Leute, die neben vielen anderen als heroische Helden und als Symbol für den Ersatz von der Unabhängigkeit erzählen. Wir erinnern heute, ich will mich wiederholen, zu Recht und die 84 Jahre den Kap durchgehalten haben, für das wir heute
an der Freiheit leben, mit Dankbarkeit und erinnern wir an die het Leben verloren, die deportiert, die enrolliert, die drangsaliert, geschlagen, gedemütigt kaufen. Aber was das alles war, haben wir von 2 Zeitzeiten oder quasi engem Zeitzeiten an engem, den es von seinem Pap gesagt hat, mitkriegt. Das ist kein einfacher Moment, den er lebt. Und es gibt natürlich viel weitere Elemente, die mit dieser düsteren Zeit vom Krieg zusammenhängen und die riskieren natürlich an einer kollektiven Erinnerung zu verschwinden. Dafür bin ich froh, dass auch diese Kollegen, so wie die Schmelzerbechter Kollegen vom Musee an der Forum darüber denken, dass man die Kommemoration, dass man die Stellenwert hoch werden erhalten und dass man nie abhalten, immer nächst neu anzufangen, für das, was wichtig ist, für das eben zu erhalten. Im Moment vom Zweiten Weltkrieg waren die Leute sich eins. Nie mehr Krieg, never again, nie wieder. Ein nobler, korrekter Approach wie all Krieg, weil all Krieg bringt Tod, Terror, Leid, Misere und für allem Trauer. Krieg ist niemals eine Lösung, weder für 80 Jahre nach Haut am Jahr 2022 an der Ukraine oder sonst auf der Welt. Dafür wird alles mit vom Krieg mit dem Abbau von der Europäischen Union geschieht, das ist eine historische Leistung, die man nicht unterschätzen sollen, die sich für viele Menschen zu einer Success Story entwickelt hat. Auch das sollen wir heute nicht vergessen, wohl wissen aber auch, dass eine friedliche, freie Gesellschaft keine Selbstverständlichkeit ist und dass durch die Welt viel zu viel Leid am Misere und am Leid müssen leben. In das sicher, Krieg ist keine Lösung. Wir wissen das und dafür bereitet uns nicht ob ein Neid, wenn wir von Terror oder Krieg lesen, hören oder gesehen. Heute kann ich nicht mehr hilflos hinblicken, zumindest geht es mir so. Aber einfach so zur Kenntnis holen, das will man auch nicht. Ja, den Tag von heute soll auch ein Moment von Solidarität an eng Steib sie für die Leute, die aus der Welt in der Krieg und Terror leiden. Ich weiß, das ist ganz schwierig, einfach so salopp ausgedrückt. Aber das brauchen noch Leute und das trinken wir auch mit unserer Präsenz von Haut aus. Krieger weide weg von uns, aber immer mehr noch wie wir mengen. Führen unser Haustier. Die Invasion von der russischen Armee an die Ukraine lässt uns nicht kalt, weil kein weiß, wohin der Weg fährt. Weil wir alle wissen, dass Kanner und Mammen, Pappen und Soldaten alltag im Leben auf der einen und auf der anderen Seite fährten. So wie als Generationen oder als frühere Generationen, die den Zweiten Weltkrieg eben erlebt haben. Egal wo, egal wie brutal, der Krieg ist immer unmenschlich. Das ist ein Zeichen von Intoleranz, das ist immer ein Gefährt auch für Menschheit, weil der Krieg kennt nicht mehr Verlierer.